1, 2, 3, 4 und wieder einer. Alle 4 Sekunden wird in Deutschland irgendwo eingebrochen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da haben Täter vergangenes Jahr rund 65.000 Mal zugeschlagen. Seit fast 2 Jahrzehnten war die Zahl der Einbrüche nicht mehr so hoch. Die Polizei hat entsprechend jede Menge zu tun. Auch in Bochum, wo wir Kriminalhauptkommissar Olaf Rauscher und seine Kollegin Julia Wodke begleitet haben bei ihren Ermittlungen. Schockerlebnis Einbruch. Täglich wird rund 1000 Mal in Deutschland eingebrochen. Ob in finsterer Nacht oder am helllichten Tag. Und meistens hinterlassen die Diebe ein Schlachtfeld. Großer Dusche, denkt an nichts Böses und den krummen Mann in der Wohnung. Ich hatte Glück gehabt, dass er mich nicht abgestochen hat. Die waren nämlich in alle Räume haben sie gesucht. Es ist Nacht. 2 Einbrecher steigen durch die Hundeklappe in das Haus von Jean Thomas. 2 weitere stehen draußen Schmiere. Lässig in Rapperklamotten durchstreifen sie die Wohnung nach Beute. Einer fühlt sich sogar so sicher, dass er eine Tüte Chips aufreißt. Was sie nicht wissen, es sind ihre letzten Minuten in Freiheit. Die Hausbesitzerin beobachtet sie genau. Sie sitzt nämlich in ihrem Büro an der Universität Fort Lauderdale und lässt sich den Einbruch per Video-Live-Feed übers Internet auf ihren Monitor übertragen. Erst im Oktober 2008 war sie überfallen worden und hatte das Sicherheitssystem dann einbauen lassen. Sofort ruft sie den Notruf und noch am Tatort kann die Polizei 2 der Einbrecher festnehmen.